Kein Mensch ist eine Insel. Das wissen und das spüren wir. Warum denn geben immer mehr Menschen an, sich alleine, ja gar einsam zu fühlen? Von einer Epidemie der Einsamkeit ist die Rede und davon, dass Einsamkeit so gesundheitsschädlich sei wie Rauchen. Zeit, genauer hinzuhören und diesem Phänomen nachzuspüren. Das machen wir heute zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Diana Kinnert und der Psychotherapeutin und Weltraumpsychologin Alexandra de Carvalho. Ja, Frau Kinnert, Sie beschäftigen sich ja seit Jahren schon mit dem Thema Einsamkeit. Sie haben auch Regierungskreise beraten in diesem Thema von verschiedenen Ländern. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es auch persönliche Erfahrungen waren, die Sie zu einer Expertin in diesem Thema gemacht haben? Also ich glaube, dass Einsamkeit ein ganz natürliches menschliches Gefühl ist und das begegnet jedem in seinem Leben. Ich glaube, dass es nicht damit zu tun hat, dass, weil es mich auf besondere Art und Weise getroffen hat, dass ich deswegen eine politische Auseinandersetzung damit gefunden habe. Das war eher zufällig. Aber beispielsweise allein die Tatsache, dass ich Frau bin, dass ich Migrationshintergrund habe, dass ich lesbisch bin, hat dafür gesorgt, dass ich in meiner Kindheit und Jugend zumindest immer ein Stück weit eine Außenseiterrolle hatte. Ich würde aber sagen, und da muss man zur Definition von Einsamkeit kommen, das war bei mir kein subjektives Leiden, sondern eher eine sehr individuelle Geschichte, die ich als Chance gesehen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Also auch eine Selbstkonstituierung im besten Fall. Korrekt, das war ein Alleinesein, bei dem ich eigentlich gelernt habe, vielleicht sogar früher als viele andere, mich selbst zu verorten in der Umgebung, mich selbst zu umzäunen, besser auf mich aufzupassen, mich selber mögen zu lernen. Und das war ein positives Alleinesein. Da haben Sie nie gelitten darunter? Naja, es gibt wahrscheinlich schon subtile Momente des Außenseitertums. Ich würde nicht sagen, dass ich strukturell Mobbing-Erfahrungen gemacht habe, strukturell ausgeschlossen war, das eher nicht. Ich habe eine andere Form von Einsamkeit viel später kennengelernt. Es war Mitte meiner 20er, also fast 10 Jahre her, da ist meine Mutter plötzlich verstorben. Und relativ jung, die war 48 Jahre alt. Die war 48 Jahre alt, ich war 22, 23. Und in der Zeit, ich bin gerade frisch nach Berlin gezogen, war das eine Zeit, wo ich der Trauer ein Stück weit ausgewichen bin, Verbindung zu mir selbst ein Stück weit gekappt habe und in dieser Flucht, in der Kompensation überbeschäftigt war mit allem anderen. Das heißt, es war nicht eine Einsamkeit, bei der es bei mir um eine Art von Verwaistheit und Leere ging, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mich so ins Getümmel gestürzt und in diesem Getümmel so ein bisschen meine eigene Stimme verloren. Also eigentlich eine sehr umgedrehte Form von Einsamkeit. Aber durch eine Ausweichbewegung dann zu dieser Trauer, wenn ich das richtig verstehe. Na, zumindest keine Verbindung zu mir selbst. Und wenn mich jemand fragt, Diana, alles gut? Und ich sage, ja, ja, alles gut. Und es stimmt gar nicht. Dann kann ich mich auch nicht geborgen fühlen beim anderen. Dann kann ich mich nicht gesehen fühlen. Und zunächst einmal habe ich die Verbindung zu mir selbst auf eine Art und Weise negiert, weil ich wusste, da ist Trauer, das ist Schmerz, das schaffe ich gerade nicht. Und das war eine Form von Einsamkeit, die später ein bisschen wachsam mich gemacht hat, dass es eben verschiedene Formen gibt und es nicht leicht abmessbar ist, indem man objektifizierbar sagt, da sitzt eine Person alleine auf der Parkbank, die muss einsam sein. Ja, genau. Und die Person hat Freunde, die ist dann nicht einsam, sondern da habe ich einen differenzierteren Blick drauf gewonnen. Da werden wir heute auch eintauchen. Jetzt hat Frau Kinnert gerade gesagt, die Verbindung zu sich selbst auch verloren. Können Sie das nachfühlen, Frau de Carvalho? Hatten Sie auch solche Erfahrungen in Ihrem Leben bis jetzt? Also ja, ich kann das total gut empfinden oder nachfühlen. Und was ich selber zum Beispiel auch so persönlich mit Einsamkeit verbinde, ist eben, also oder würde ich mal erstmal so starten mit der Frage, wie entsteht überhaupt eine Verbindung zu mir selbst? Und dafür brauche ich ja ganz häufig die Resonanz anderer Menschen. Also, dass ich zum Beispiel etwas erzähle und mein Gegenüber sagt, oh ja, das war aber irgendwie schlimm oder ach, das ist ja eine spannende Geschichte. Und das hilft mir, eine Verbindung zu mir aufzubauen. Und deshalb, ich habe auch überlegt, wo empfinde ich Einsamkeit? Und das ist ganz häufig auch in Gesprächen mit Menschen. Wenn ich zum Beispiel so das Gefühl habe, die andere Person hört mir nicht wirklich zu oder ich bin eigentlich nur da und die andere Person spricht nonstop über sich und stellt mir gar keine Fragen. Und das sind so Erlebnisse, die ich auch aus meinem Alltag kenne, wo ich manchmal so abends nach Hause komme und denke, da war ich jetzt eigentlich in Kontakt mit anderen Personen, aber ich war eigentlich gar nicht wirklich da, weil ich habe keine Resonanz gespürt zu diesem Gegenüber. Und da fühle ich mich viel einsamer, als wenn ich zum Beispiel alleine einfach in meinem Zuhause bin und irgendwie einen netten Abend mit mir selber habe, irgendwie einen Film schaue, wo ich natürlich subjektiv isoliert bin von anderen Menschen,
Aber ich muss mich dabei nicht einsam fühlen. Das ist was ganz Interessantes und das überschneidet sich jetzt, was Sie auch sagen. Also gemeinhin würde man sagen, jemand ist einsam, wenn man eben auf der Parkbank alleine sitzen sieht. Oder kommt mir zum Beispiel das Gemälde von Caspar David Friedrich, dem deutschen Maler, großartiger Maler, hat 1810 ein Gemälde gemacht, Der Mönch am Meer. Und man würde sagen, der ist jetzt wahrscheinlich einsam. Aber Sie beschreiben jetzt gerade, es gibt eine ganz andere Form, nämlich in Gemeinschaft alleine zu sein. Naja, ich glaube, dass man auseinander differenzieren muss, dass es Alleinesein gibt und es gibt Einsamkeit. Alleinesein ist vielleicht von außen ein objektifizierbarer Zustand von Isolation. Also man sieht um einen herum wenig. Und dann gibt es Einsamkeit. Einsamkeit ist definiert als ein subjektives Leiden. Also das kann ich in unterschiedlichen Umgebungen empfinden. Und es ist weiter definiert als eine Diskrepanz von der Erwünschtheit sozialer Einbindung und dem, wozu ich wirklich mächtig bin, es alleine zu erreichen. Und ich glaube mehr noch, dass Alleinesein eine Grundvoraussetzung dafür ist, um mit Menschen in Beziehung zu stehen, um mit Menschen in Verbindung zu kommen. Weil erst wenn ich mich nicht als negative Zumutung für mein Gegenüber empfinde, erst wenn ich mich kennengelernt habe, mich mögen gelernt habe und denke, das ist eigentlich ein Geschenk für dich, dass du etwas mit mir zu tun haben darfst, erst dann gehe ich auch in diese Verbindung. Und deswegen ist Einsamkeit ja oft ein schambehaftetes Thema, weil die Leute glauben, irgendetwas stimmt mit mir nicht und ich bin nicht gut genug und ich möchte nicht von meinen echten Gefühlen erzählen, weil vielleicht werde ich ausgetauscht von dir. Also deswegen glaube ich, alleine sein ist wichtig für Verbindung sogar. Und deshalb sprechen wir heute auch darüber, oder diese Aspekte von Stigmatisierung und Scham und so weiter, um das ja sozusagen auch offen zu legen, worum geht es da wirklich und auch zu zeigen, wie oft das vorkommt. Und Sie als Psychotherapeutin und Weltraumpsychologin beschäftigen sich ja auch mit diesem Thema. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Mission fühlen. Und da schreiben Sie eben auch über das Thema Einsamkeit. Also unter Astronautinnen, Astronauten gibt es das Thema auch oder man beschäftigt sich mit diesem Thema? Man beschäftigt sich sehr stark mit diesem Thema und zwar mit der Perspektive, wir wollen Menschen ins All schicken. Und da ist natürlich die Frage, wie gehen Menschen mit dem Gefühl von Einsamkeit beziehungsweise erstmal dem Gefühl, isoliert zu sein, um. Ne? Also aktuell, wenn man ins All schaut, dann hat man vielleicht zwischen 10 und 20 Menschen, die sich außerhalb der Erde befinden, also nicht viele Menschen. Und je länger wir dort unterwegs sind, desto mehr müssen wir auch damit rechnen, dass sich jemand einsam fühlen könnte. Und also je länger, meinen Sie, je länger die Mission dauert. Die Mission dauert. Genau. Also die dauert in der Regel ein halbes Jahr. Und das ist schon lange oder nicht lange? Genau, also aktuell ist es eben so, wenn man jetzt auf die internationale Raumstation schaut, dass man so ein halbes Jahr plus minus hat. Und dort sind die Astronautinnen, die würden, wenn man die fragt, fühlen sie sich dort einsam, die würden meistens sagen, oder Studien sagen auch, eher nicht. Und das ist eben ganz spannend. Wie kann es sein, dass Menschen, obwohl die so weit von der Erde weg sind, eher sich nicht einsam fühlen? Und da sieht man schon, es gibt so Schutzfaktoren wie, erstens sind die total überladen mit Arbeit. Also man hat gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, wie fühle ich mich. Das würde ich jetzt so für den Alltag nicht weiterempfehlen. Aber es ist etwas, was in dieser kurzen Zeitdauer eben schützt. Aber auch natürlich, die Leute haben eine Freiwilligkeit. Also ich wollte ja Astronautin werden. Ich habe mir das ausgesucht. Ne? Und natürlich legen Weltraumorganisationen ganz viel Wert darauf, dass sie zum Beispiel auch Kontakt zu ihren Freunden und ihrer Familie aufrechterhalten können. Also in diesem Kontext ist Einsamkeit zwar etwas, wo man Angst vor hat, aber was gar nicht so stark auftaucht. Aber es gibt einen großen Unterschied. Und zwar, wir planen natürlich nicht nur außerhalb der Erde irgendwie uns zu befinden, sondern auch weiter ins All hinaus zu reisen, zum Beispiel Richtung Mars. Und da hat man Missionsdauern, da rechnet man so zwischen 2 und 3 Jahren, wo Menschen Wahnsinn. Wirklich, ja, genau, eine ganze lange Zeit weit weg sind. Und der Unterschied ist auch noch, ich sehe die Erde nicht mehr. Ne? Also ich fühle mich auch wirklich physisch entkoppelt, distanziert, isoliert von dem Planeten, auf dem ich lebe. Und da wird Einsamkeit ein viel gefährlicherer Punkt, weil wir eben nicht wissen, wie gehen Menschen damit um, wenn die so weit weg sind und wenn die nicht mehr gut mit Familie und mit Freunden kommunizieren können, weil eben auch Kommunikation nicht mehr so einfach ist. Also ich kann nicht eben Videoanruf machen, sondern es gibt eben zeitverzögerte Kommunikation, die teilweise 20 Minuten dauert. Wahnsinn. Wäre das was für Sie beide? So im Weltraum. Wir haben hier auch ein Bild dabei, das ja so ein bisschen das symbolisiert, so diesen Weltraumspaziergang, so ein Astronaut, wie er da einfach im All umhergeht sozusagen. Kannst du sich das vorstellen?
Ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich bin insofern, genieße ich ein Alleine-Sein, auch viel in der Natur, auch viel in Solo-Urlauben. Das ist ein bestimmter Zeitraum, über den ich eigenmächtig entscheiden kann, wenn er wieder aufhört. Aber ich brauche auch Resonanz. Ich bin auch ein politischer Mensch. Ich möchte im Gemeinwesen, im Miteinander stattfinden. Also ich sag immer, ich würde total gerne mal kurz gucken gehen. Ja. Ich fände das super spannend, mal einfach auf die Erde runterzuschauen, einfach zu wissen, wie sich das anfühlt. Aber ich würde zustimmen, also ich brauche auch einfach wirklich diese, ja, ganz viel eben die Beziehung zu verschiedenen Menschen. Ich brauche auch die Beziehung zur Erde. Also ich bin wahnsinnig gerne auch in der Natur. Ich atme gerne Luft, ich brauche Wind. Genau, und das hat man dort natürlich Genau. alles dann nicht. Die Natur fällt weg und so weiter. Unsere KollegInnen von SRF Reporter haben sich die vergangenen Monate in der Schweiz umgehört, Menschen zugehört, die sich einsam fühlen. Wir hören 2 von ihnen kurz zu. Wenn ich heute heimgehe und jemand fragt mich, wie erklärst du mir Einsamkeit? Oder das Gefühl von sich einsam fühlen, was soll ich dem sagen? Das ist eine Leere. Einfach eine Leere. Also wenn es Verlies. Also einfach im Untergrund. Also, ich weiß nicht, wie es bei uns sind, aber es ist nichts. Es nichts. Einfach ein Nichts. Einfach nicht. Wie fühlt sich Einsamkeit, das Alleine sein, wie fühlt sich das an bei dir? Es tut hier weh und das ist so eine... Wie soll ich das beschreiben? Das ist so ein raumforderndes, heftiges, schmerzensleeres Gefühl. Darf ich noch Tierli gießen oder spinneln? Ja, wunderbar. Bei diesem Spiel vergesse ich die Zeit. Vergiss du dann auch wie ein Gefühl von Einsamkeit? Ist dann auch wie in dieser Figur und lebst eigentlich in dieser... Ja, ich lebe Abenteuer. Mehrere Tode. Ja, jetzt ist gerade eine Szene, die ich noch nicht gesehen habe. Jetzt muss ich gerade auf beides konzentrieren. Was ist das Schlimmste am Gefühl von Einsamkeit für dich? Nichts wert sein. Ich weiss, ich bin ein komischer Vogel. Und ein sehr faszinierender Vogel, sehr berührender Vogel, ein herzhafter Vogel. Merci. Wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt? Kommt sehr selten vor. Fast nie. Ja, wirklich sehr berührende Beispiele. Sie haben jetzt während des Einspielers immer wieder genickt. Sie sind ja auch eben Psychotherapeutin. Sind das typische Beispiele, die Sie auch in Ihrer Praxis erleben? Ja, also ich würde auch sagen, muss auch sagen, es hat mich auch sehr berührt, ne, die beiden Personen zu erleben. Und ich würde sagen, ja, das sind typische Beispiele. Also und auch, was die beiden Personen eben auch beschrieben haben. Ne? Nämlich einmal so diese körperliche Schmerzkomponente. Und das sagen tatsächlich viele Menschen, ne, oh, es tut mir so richtig weh. Ne? Das ist wie so ein stechendes Gefühl oder es fühlt sich so leer an. Und ich finde mal ganz interessant zu schauen, wieso passiert es denn eigentlich so, ne? Und da müssen wir so ein bisschen so zurückspulen in so die Evolutionsgeschichte. Aber wir sind als Menschen ja darauf ausgelegt, in einer Herde wirklich zu leben oder in einer Gruppe. Und wenn wir das nicht tun, dann ist das eine ganz schön gefährliche Sache für uns. Ne?
weil wir können alleine keine Mammuts besiegen, nicht die Höhle gleichzeitig verteidigen und auch noch aufs Feuer aufpassen. Das heißt, es war für uns immer überlebenswichtig, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und dann ist es ein Alarmsignal des Körpers in dem Fall. Genau, ne? Und ich sage immer, das ist so die soziale Alarmanlage. So, oh nein, du bist irgendwie zu viel alleine, das ist nicht gut für dich, das ist gefährlich. Und deshalb, das beschreiben wir auch heutzutage noch so. Ne? Und den zweiten Aspekt, den ich auch als sehr typisch gefunden habe, ist eben dieses, was machen oder wie interpretieren Menschen diese Erfahrung des Einsamseins. Nämlich, ne, sagte dann, ja, ich bin auch so ein komischer Vogel. Ne? Also da steckt ja so die Komponente mit drin, ich bin schuld. Also vor allen Dingen, das fand ich besonders beeindruckend und schlimm, dass sie eigentlich sagt, sie sei nichts wert. Oder sie verbindet mit dieser Erfahrung dieses Nichtswertsein. Also es geht auch um ein vermindertes Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl so. Und ich finde, es wird besonders interessant, wenn man das jetzt nicht nur im Einzelschicksal sich auf Mikroebene anguckt, sondern soziologisch auf eine Makroebene geht. Weil dann geht es eben nicht nur um was sehr Privates, sondern dann ist das Gefühl oder die Erfahrung von Einsamkeit verwandt mit dem Gefühl von Unsichtbarsein, nicht zu zählen, nicht adressiert zu sein, einer Vernachlässigung. Und das ist am Ende auch ein großes Einfallstor zum Beispiel für Extremismus. Wenn eine Demokratie, wenn ein Gemeinsinn, wenn eine Gemeinschaft dysfunktional ist, Menschen sich nicht zugehörig fühlen. Ich stimme dazu, ich kenne die Medizinstudien, dass die Erfahrung von Einsamkeit im Schmerzzentrum des Gehirns nachweisbar ist. Und da geht es eben nicht nur um eine Verbindungslosigkeit, also eine ganz neutrale Verbindungslosigkeit auf weiter Wiese, sondern es geht um die aktive Erfahrung von Ausschluss. Und das kann sich ganz unterschiedlich äußern. Das kann sich äußern in ein Zusammenzucken, in ein Zusammenziehen, nichts mehr mit anderen zu tun haben zu wollen, in den Teufelskreislauf immer mehr Angst zu haben vor anderen, irgendwie Kontaktaufnahmen. Es kann etwas mit einer politischen Ignoranz zu tun haben, nicht angesprochen zu sein, sich nicht mehr zu interessieren. Es kann im schlimmsten Fall gibt es Attentäterbiografien, wo man Einsamkeitserfahrungen nachlesen kann, weil es sich als Rachegefühl entäußert, nicht dazugehören zu dürfen. Also Einsamkeit hat eine ganz große Landschaft und kann sich ganz unterschiedlich entäußern in der Deutung. Und zeigt dann auch, weshalb das auch für Sie eben ein politisches Thema wird und weshalb es uns alle angeht. Ich habe mich aber auch noch gefragt, was vermisst man denn eigentlich genau, wenn man einsam ist? Sie haben jetzt gesagt, es geht ja nicht einfach nur um diese Verbindung. Und dann bin ich auf ein Zitat von der Schriftstellerin Anaïs Nin gestoßen, die sinngemäß sowas sagt wie, jeder Freund oder jeder Mensch, oder ja, sagen wir Freund, dem wir begegnen, der stößt sozusagen eine Welt in uns an. Also etwas, das in die Realität tritt, erst wenn dieser Mensch in unsere Welt tritt. Und man könnte ja dann ein bisschen poetischer formuliert sagen, Einsamkeit ist auch sowas wie, man vermisst einen Teil von sich selbst, den man nicht leben kann, weil man nicht unter Menschen ist. Ja, ne, und also die erste Assoziation, die ich auch so dazu habe, ist, so funktioniert Psychotherapie letztendlich. Ne? Also Menschen kommen und bringen Geschichten und Erfahrungen mit und teilweise erzählen die mir die und ich gehe in Resonanz zu diesem Erleben, was die Person hat. Und das ist nicht so, dass die Person die Geschichte nicht vorher kannte oder nicht darüber nachgedacht hat oder so. Das ist selten der Fall. Aber wir erleben mal, wie es war. Wie war der Verlust, den ich gehabt habe, oder wie war vielleicht auch eine traumatische Erfahrung, die ich hatte. Wie ist es, wenn wir das beide jetzt gemeinsam hier in diesem Raum spüren? Und dann wird mein eigenes Erleben realer dadurch. Und Leute sagen auch sowas wie, okay, ich wusste das, aber jetzt ist es irgendwie präsent, jetzt ist es irgendwie in auch in unserer Zeit drin. Jetzt kann ich es überhaupt selbst spüren. Und ich finde, das kennt man ja vielleicht auch so von sich. Also ich reguliere mich selber sehr viel so. Wenn ich irgendwie ein blödes Erlebnis hatte, dann rufe ich immer so 4 Leute an und motze da, mecker da, also so, ne, was man halt so tut. Und ich brauche eigentlich ja nur, dass die Leute eben sowas sagen wie, boah, wie blöd, ach, das war ja richtig schrecklich, Mensch, erzähl doch mal. So, und dann kriegt dieses eigene Erleben halt mehr Gewicht, als wenn es nur in meinem Kopf zirkuliert. Können Sie etwas damit anfangen? Na, mich erinnert das, ich habe ein Gespräch geführt vor einigen Jahren mit einer Extremsportlerin, die durch die Antarktis gewandert ist. Ah, und ja. wenn man mich fragt, naja, welche Farbe hat Schnee, dann sage ich weiß und kenne ja nur dieses eine Weiß. Und die kann auf Basis der Winde, auf Basis der Eiskappen und so weiter 100 verschiedene Arten von Weiß auseinanderhalten. Und da habe ich das Gefühl, das würde ich nicht wissen, wenn ich die Resonanz nicht habe, dass es auch andere Formen gibt. Das heißt, ich brauche auch, und der Mensch als soziales Säugetier verkümmert halt, wenn er diese anderen Menschen im Miteinander nicht hat, weil es Abstoßungsreflexe braucht.
braucht. Also man muss sich umzäunen können, man muss wissen, zu was gehöre ich nicht. Ist der Stuhl jetzt Teil von mir oder kann ich aufstehen und merke, der klebt nicht an mir, er ist ein anderer Gegenstand. Und ich glaube, diese Beziehungsauseinandersetzung, die braucht der Mensch mit sich selbst zu seiner Umgebung und die verändert sich ja auch über die Zeit. Und dann merkt er, dass er sich selbst auch verändert. Aber gleichzeitig gibt es doch auch sowas wie dieses existenzielle Alleinsein. Sie hatten das zu Beginn auch so ein bisschen angetönt. Also eigentlich Menschsein bedeutet auch sowas wie Alleinsein. Denken wir an verschiedene Literatur, denken wir an Gedichte von Hesse mit Zeilen wie seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam, kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Das hat ja schon auch was. Und ich muss sagen, ich finde solche Gedanken immer total interessant und frage mich immer, wo kommen die denn eigentlich her und warum muss es denn auch so sein? Also warum zwingen wir uns vielleicht auch auf einer gewissen Ebene zu diesem Alleine sein und das vielleicht auch irgendwie so glorifizieren? Und ich habe so den Eindruck ganz häufig, dass dahinter vielleicht auch so ein bisschen so eine Angst davor steckt, sich einzugestehen, wie abhängig wir natürlich auch vom Gegenüber sind. Also wenn ich auch mir eingestehe, dass ich für ganz viele Dinge andere Menschen brauche und ohne diese anderen Menschen es nicht funktioniert, ich sogar körperlich erkranken kann ohne die anderen, dann kann das in mir natürlich auch eine Erfahrung von Angst, von Verlust, von Versagensgefühlen auslösen, wenn ich das nicht bewältigt bekomme. Ne? Und gleichzeitig, wie gesagt, das war auch, was wir so zu Anfang angesprochen hatten, ich würde immer unterscheiden, ist es jetzt eine freiwillig gewählte, kurzphasige Alleine sein, in der ich auch mal kreativ sein kann, in der ich mich auch aufladen kann? Oder ist es wirklich was Chronisches, Einsames, was einfach nicht mehr freiwillig ist? Ne? Ich glaube, man muss richtig vorsichtig sein, nach welchen Definitionen man geht. Also ich kritisiere eine Kultur der Einsamkeit, bei der der Mensch sich sein Abhängigsein, seine Verwundbarkeit, seine Verletzlichkeit, seine Demut, irgendwie auch, dass es Dinge gibt, die größer sind als er selbst, die versucht abzutrainieren, sich selbst überschätzt, in so einem Elon Musk'schen Sinne sagt, ich brauche gar keine Wohnung, ich brauche gar keine Verbindung, ich bin flexibel. Und da habe ich das Gefühl, das ist nicht gesund. Also eine Extremform der Autarkie dann aber eigentlich. Ja, aber eine, die ungesund ist, weil er sein eigenes Menschsein, die Konstitution des Menschlichen ja verleugnet, weil der Mensch eben verwundbar ist und als soziales Säugetier nach anderen strebt und die Resonanz braucht. Ansonsten sehen wir medizinwissenschaftlich, dass er sich verkümmert. Und da glaube ich, da haben wir eine Glorifizierung von Hyperflexibilität, von Flüchtigkeit, von Oberflächlichkeit, von all dem, was Verbindungen kappt. Es gibt aus dem Jahr 2000 ja das berühmte Buch Bowling Alone von Robert Putnam, wo er über die eigentlich Reduktion von Sozialkapital spricht, wie irgendwie die Mittelschicht auseinanderdriftet, wie Erosionsprozesse in der Gesellschaft stattfinden. Das ist etwas, wo ich glaube, da wird das Einsame, das Alleine-Sein auf eine Art und Weise glorifiziert. Und dann kann ich aber auf der ganz anderen Seite diese Art von Eremitentum, diese Einsamkeit in der Literatur, in der Kunst sehr gut nachvollziehen, weil es nicht um die Überschätzung des Menschen geht, seine Natur zu verleugnen, sondern ganz im Gegenteil, die Demut, das Göttliche, das Gemeinsame in sich selbst zu suchen. Also es ist eine ganz leise Form der Selbsterforschung, bei der der Mensch sich nicht größer nimmt, sondern eigentlich in sich einkehrt und eigentlich versucht herauszufinden, wer er eigentlich ist. Auf diese Selbsterforschung möchte ich dann gerne noch hinkommen, aber lassen Sie uns über die Zahlen und ein paar Fakten dorthin gehen. Studien legen nämlich nahe, dass nicht nur Menschen im Pensionierungsalter, sondern auch mit in etwa 80 Jahren oder zwischen 25 und 30 besonders unter Einsamkeit leiden oder betroffen sind. Und das laut dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium, das alle 2 Jahre eben Daten erhebt diesbezüglich, sagten schon vor der Corona-Pandemie 1/3 der Leute, dass sie sich einsam fühlen und auch zunehmend einsam fühlen, jetzt seit der Pandemie. Dieser Tage hat auch eine Schweizer Krankenkasse ein Heft rausgegeben, das auf das Thema Freundschaft setzt, was ich ganz interessant finde. Und dort genau auch das Thema Einsamkeit angesprochen und wie man Einsamkeit vermeiden könnte, also Tipps eigentlich auch gegeben hat. Was würden Sie denn sagen, weshalb ist das aktuell so ein starkes Thema? Also ich würde sagen, es ist ja schon seit vielen Jahren ein starkes Thema. Ne? Also man hat ja schon seit wirklich mehreren Jahren rausgefunden oder einfach messen können. Also da gibt es so wirklich Studien, so was wie jede 3. Person fühlt sich hin und wieder mal einsam. Genau.
Genau, und dann kam Das eben... überschneidet sich mit den Zahlen in der Schweiz dann. Genau, ne? Und dann kam natürlich Corona und das gab einen ganz hohen Anstieg, weil sich auch natürlich die Menschen, die sich sonst nicht einsam fühlen, aber einfach durch diese künstliche Isolation ja dann einfach mal temporär einsam gefühlt haben. Ne? Und man hat jetzt, also ich habe da auch gestern noch mal reingeschaut, was ist 2024, also die Zahlen gehen natürlich auch wieder runter. Gleichzeitig würde ich aber sagen, wichtig ist immer noch zu lesen, dass sie trotzdem sehr hoch sind für eine Gesellschaft. Also es ist ja nicht, okay, die Leute sind gar nicht mehr einsam, sondern es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die einsam sind. Ne? Und da macht es natürlich Sinn, sich anzuschauen, was sind wirklich die guten Gründe der Menschen. Also warum passiert uns das? Ne? Und ich glaube, da gibt es nicht nur einen Grund, aber so mal ein paar Beispiele zu nennen. Uns fehlt natürlich so ein bisschen diese soziale Basis, eben Freundschaften. Weil ich glaube auch, dass wir eigentlich viel mehr Werbung für Freundschaft machen müssten. Ne? Weil wer hat das eigentlich sozusagen erfunden, dass wir uns in Kleinfamilien zurückziehen, die aber eigentlich auch teilweise für Überarbeitung sorgen, ne? Und Freundschaften vernachlässigen. Na, Dass man das eigentlich höher stellt, die Beziehungen, die Liebesbeziehungen als die Freundschaften. Das hinterfragen Sie. Genau, also ich finde, da kann man einfach mal so bei sich selbst so ein bisschen gucken, ne? Wie habe ich das in meinem Leben so angeordnet. Gleichzeitig würde ich aber eben auch sagen, wie viel Zeit räumt uns unser Leben aktuell für Beziehungen überhaupt ein? Und dann gibt es eben Menschen, und das ist nicht deren Schuld. Also das würde ich immer ganz klar entkoppeln vom Individuum und seiner Verantwortung. Aber wenn ich arbeiten muss den ganzen Tag, und dann noch 2 kleine Kinder versorgen muss, vielleicht noch einen Angehörigen irgendwie begleiten muss, ich muss eine teure Miete zahlen und habe noch 3 andere Herausforderungen in meinem Leben. Wie viel Zeit bleibt mir zur Beziehungspflege? Ja, und das unterstützt eigentlich genau, was Sie auch sagen, oder? Moderne Arbeitswelt plus Digitalisierung, die machen uns auch immer weniger beziehungsfähig, sagen Sie sogar. Also wir haben ja im Einspieler 2 Beispiele gesehen, die so ein bisschen assoziiert sind mit einem Leben in einem Heim vielleicht, mit einer Art von Zurückgezogenheit. Das ist die Einsamkeit eigentlich, die wir kennen. Aber was mich ja auch erschrocken hat vor einigen Jahren, vor Corona nämlich schon, ist eben die Frage, dass Einsamkeit am stärksten anwächst und am schnellsten anwächst bei den jungen Menschen. Und das sind die eigentlich 20-mal so viele Kontakte haben wie die alten Menschen in einer Woche. Media. Durch Social Media, aber auch, weil sie im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, weil sie im Einzelhandel arbeiten, in der Gastronomie, ins Fitnessstudio gehen, in den Club gehen. Also die haben ganz viele Kontakte. Und das ist eine junge Generation, die eigentlich auch als Generation Connectivity gebrandmarkt ist. Also wie kann das sein, dass die eigentlich so wahnsinnig viel mehr Kontakte haben als die Älteren und trotzdem einsam sind? Und damit habe ich mich auseinandergesetzt und festgestellt, dass die Einsamkeit, also es gibt in Großbritannien, wurde ein bisschen dazu geforscht, die haben gesagt, das junge Leben, das ist ja noch ein bisschen unfertig, da machst du da ein Praktikum, da beendet man da eine Liebesbeziehung, deswegen ist klar, dass es ein bisschen wechselhafter ist. Ich glaube das nicht, weil dieses junge Leben gab es ja vor 10 und 20 Jahren auch und da war die Einsamkeit nicht so hoch. Das heißt, wenn genau die gleiche Lebenssituation dafür sorgt, dass die Einsamkeit heute höher ist, dann muss es etwas mit der sozialen Umgebung zu tun haben. Und ich habe das Gefühl, dass wir da auf die soziologischen Trends gucken müssen. Das hat was mit der Rationalisierung sozialer Prozesse in der Arbeitswelt zu tun. Also wenn ich den Chef nicht mehr anrufe, dass ich krank bin, sondern es einfach nur quasi in eine Excel-Tabelle eintrage. Wenn ich Kollegen vielleicht gar nicht mehr in der Teeküche treffe, was finde ich wahnsinnig gefährlich ist am Ende des Tages, weil eine der wichtigsten Errungenschaften politisch gesehen der letzten 100 Jahre ist, dass wir uns lernen zu organisieren, zu mobilisieren, gemeinsam zu streiten. Gewerkschaften und so weiter. So, das finde ich wichtig. Aber wenn wir alle jetzt das Homeoffice, das Remote Office glorifizieren, dann geht da etwas verloren. Es geht durch Privatisierung aber man etwas könnte verloren. sagen, dann hat man mehr Zeit für Freunde, wenn man im Homeoffice ist, weil man nicht mehr die Arbeitsbedingungen Das wäre eine Spekulation, aber die Zahl der Einsamen beweist ja das Gegenteil, dass es dann eben doch nicht so ist. Das hat was damit zu tun, dass gerade zum Beispiel in Ostdeutschland die öffentlichen Infrastrukturen wegbrechen. Da gibt es keinen Wochenmarkt mehr, der Bus kommt nicht mehr, keiner geht in die Kirche. Also wenn all das ein Stück weit irgendwie, und für mich ist es eine expansive Landnahme auch des Kapitalismus. Das hat auch was damit zu tun, dass wir nicht mehr vor einem Fernsehgerät sitzen, sondern dass wir es wirtschaftlich richtig finden, dass jeder sein eigenes iPad hat. Ich finde es gemütlich, wenn ich zu Hause sitze, dass ich nicht in den Supermarkt gehe, sondern per Lebensmittel-App die Sachen bestelle und dann die Nachbarn vielleicht nicht mehr treffe. Und also eine Form Kriegskultur der stirbt. Entfremdung, sagen Sie dann auch. Es gibt, glaube ich, kapitalistische Dynamiken, die für Privatisierung, Rationalisierung und all diese Themen stehen, Personalisierung. Und dann sorgt es dafür, dass das Soziale, das Miteinander, das Demokratische weggespart wird. Und ich glaube, wir unterschätzen, was uns das kostet, nämlich Solidarität und Demokratie.
Jetzt, Sie haben es gerade gesagt, Generation Connectivity oder Connected or whatever. Jedenfalls sehr stark verbunden und eben durch die sozialen Medien. Und vor kurzem war der Psychiater und Philosoph Thomas Fuchs bei uns und der hat auch eine Erklärung, weshalb eigentlich die sozialen Medien uns doch eher einsam machen. Eben etwas, was man nicht berühren kann. Das heißt, man streicht über die Screens, aber das ist ja nicht der andere. Der andere ist der zumindest so da ist, dass man ihm die Hand geben kann, dass man ihn berühren kann. Und Berührung ist das Einzige, was nur sich ereignen kann, wenn wir zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Bilder, Töne, das kann man alles übertragen, in Echtzeit meinetwegen. Man kann es aber auch simulieren, man kann es faken, wie wir heute ja wissen und immer mehr sehen. Nur die Berührung, die muss hier und jetzt stattfinden. Und das ist auch deswegen so wichtig, weil die Berührung unser primärer sozialer Sinn ist. In der frühen Kindheit ist das Berührtwerden, gehalten werden, getragen werden von der Mutter, von den Erwachsenen, ist die primäre Form, wie Beziehung zustande kommt, wie man sich mit den anderen erfährt. Also die Wärme, das Gehalten, das Berührtwerden, das sind die primären sozialen Erfahrungen und die sind unerlässlich für das Gedeihen des Kindes. Er spricht vom Gedeihen, also der körperliche Kontakt ist absolut zentral für den Menschen. Ja, also der körperliche Kontakt, der visuelle und vor allem, was ich auch so daraus gehört habe, ist eben, dass wir wirklich zeitgleich miteinander Kontakt haben. Ne? Also eben, und das habe ich nicht, wenn ich bei irgendeinem Social-Media-Account irgendwo drüber swipe und die andere Person das ja gar nicht sieht, was meine Reaktion ist. Und ein Experiment, was ich zum Beispiel total spannend und immer noch berührend finde, was man auch im Internet noch wirklich nachschauen kann, das nennt sich Still Faces. Da geht es darum, dass man in den 70er und 80er Jahren hat man sich Säuglinge und in der Beziehung zu ihren Müttern angeschaut und was halt die Mütter mit den Säuglingen so machen, ne? Wenn das Kind irgendwie ein bisschen schreit, dann geht die Mutter hin und sagt, ach ja, und reagiert. Also die ist resonant. Und die Mütter wurden gebeten, sich einmal mit dem Gesicht abzuwenden und sich wieder zuzuwenden und nicht mimisch zu reagieren. Also keine Resonanz mit dem Gesicht zu erzeugen. Und innerhalb von wenigen Sekunden haben diese Kinder wirklich Hochstress entwickelt. Also die haben angefangen, haben die versucht, ihre Bezugsperson ein bisschen so zu stimulieren, also auf sich aufmerksam zu machen, mit Bewegungen, mit Gesten. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man auch messen, dass die Stressreaktionen zeigen. Aber eben man sieht Kinder, die dann eben schreien oder wirklich ausflippen. Und ich finde, das ist einfach was ganz Kurzes, was aber erklärt, okay, wir brauchen diese direkte Resonanz miteinander. Und idealerweise auch mit Hilfe von körperlicher Berührung, die natürlich irgendwie Konsens sein muss. Also wer berührt mich wann und wie und wo und möchte ich das auch von dieser Person in der Intensität. Aber das sind eben Erfahrungen, die wir regelmäßig machen müssen. Und jetzt sprechen Sie die Gesundheit an und das hört man immer wieder, dass Einsamkeit so schädlich sei wie 15 Zigaretten am Tag. Warum denn genau? Was geschieht im Körper? Also es gibt Studien, die eben messen, dass wenn wir uns chronisch einsam fühlen, also eben nicht mal kurz einsam fühlen, sondern wirklich über eine längere Zeit dauert, man rechnet immer so mit so 2 Jahre ist sowas, was man gerne angibt, dann wird sowas wie Cortisol im Körper ausgestoßen. Also das ist ein Stresshormon. Es ist ein Stresshormon. Ne? Und das wiederum führt dazu, dass ich zum Beispiel, oder da misst man, Menschen, die das regelmäßig erleben, haben eher eine Neigung für Krebserkrankungen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt eine Studie, die sagt, es gibt ein 26% höheres Mortalitätsrisiko. Also Wahnsinn, wirklich. Die Leute sterben im Schnitt schneller, ne? Und werden aber auch wenn es nicht gleich das Versterben ist, werden die Menschen eben eher krank. Ne? Also auch sowas wie Depressionen, Angsterkrankungen, aber auch Schlafstörungen nehmen dann eben zu. Das sieht man auch eben, weshalb Sie politische Maßnahmen fordern. Ich habe es zu Beginn gesagt, Sie haben Regierungskreise auch beraten immer wieder. Plus haben Sie in diesem viel darüber gesprochenen Ministerium für Einsamkeit, da waren Sie auch zu Beginn irgendwie beratend zur Seite, richtig? Was macht dieses Ministerium in Großbritannien denn überhaupt?
Also das Wichtigste, was Sie machen, ist das Thema erst einmal zu adressieren, Wissenschaft den Auftrag dafür zu geben, die Nachfrage zu beweisen. Weil so ist es irgendwie in der Politik. Man kann nicht Steuergelder für etwas ausgeben, wo die Hälfte der Gesellschaft nicht glaubt, dass es das gibt oder es irgendwie keine Nachweise dafür gibt. Genau deshalb hat man einen Kopf dafür entwickelt, hat man eine Stelle dafür entwickelt, hat man einen Topf dafür entwickelt. Und das ist erstmal ganz entscheidend. Also eine Entstigmatisierungskampagne, irgendwie Aufklärung darüber, dass es eben kein soziales Versagen ist, wo irgendwie jemand sich als komischer Kauz vorkommt. Und auch etwas ist, wo man sich auch dazu stellen darf, weil nur wenn Menschen dazu stehen, hat man die Nachfrage und den Gesundheitsauftrag von politischer Seite. Und dann gibt es sehr unterschiedliche Ebenen, wie wir versucht haben, dort irgendwie etwas entgegenzusetzen. Eine Sache hat viel eben mit dem Medizinapparat an sich zu tun, dass es im Anamnesegespräch irgendwie sensibler ist, dass man auch danach fragt und nicht, ich formuliere es jetzt platt, ein Medikament gibt, wenn jemand sich irgendwie ausgeschlossen fühlt, so ungefähr, um ihn stillzuhalten. Sondern dass es einfach wirklich mal auf den Tisch kommt, das Thema. Und Hausärzte in Großbritannien müssen einmal im Quartal sich mit den ehrenamtlichen Optionen eigentlich in ihrer Nachbarschaft auseinandersetzen, damit man ein soziales Rezept ausstellen kann. Also eine Person, die sagt, ich komme hier nirgendwo an, die bekommt das Rezept, du musst jetzt zur Gartenpflege, du musst jetzt zur Wassergymnastik, du musst jetzt, und das wird tatsächlich steuerlich abgesetzt. Es gibt ein Projekt mit der Royal Mail, also mit der britischen Post, dass Seniorinnen und Senioren über 80 sich freiwillig melden können bei der Post. Und dann kommt der Briefträger einmal die Woche oder alle 2 Wochen vorbei und erkundigt sich, ob irgendetwas fehlt, kann dann zum Beispiel ein Medikament aus der Apotheke auf einer Ehrenamtsplattform eintragen. Und ein Student, der ehrenamtlich engagiert ist, der bringt es dann zum Beispiel. Es gibt aber auch so Dinge, dass wir, und das kommt aber viel ehrenamtlich, ne? Das ist dann, darauf kommt es an dann. Und was wichtig ist oder was mir auch wichtig ist, ich komme ja eher so ein bisschen von der konservativ-liberalen Seite, also ich will nicht irgendwie künstlich ein Menschengemenge zusammenzwingen, sondern ich habe das Gefühl, dass es oft Vereine gibt, Menschen gibt, die zusammen sein wollen, aber sie können sich die Vereinsmiete nicht mehr leisten oder solche Dinge. Das heißt, es gibt Hemmnisse, warum man nicht zusammenkommt. Zum Beispiel eben keine Betreuungsmaßnahmen für die Kinder oder zu wenig Ressourcen. Und da hat die britische Regierung versucht, das ein bisschen zu kompensieren. Schlägt sich das dann jetzt auch in den Zahlen, in den Studien nieder? Sieht man, dass in Großbritannien die Menschen angeben, sie seien weniger einsam, sich weniger einsam fühlen? Eben nicht. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, und das ist ja so ein bisschen mein großer Auftrag, dass ich glaube, es ist eben nicht nur eine kleine Mental Health Krise, es ist nicht nur eine kleine Stresskrise. Es hat was mit der zivilisatorischen Einstellung zu tun, dass wir uns für unverwundbar halten und in der Wirtschaft eine Flüchtigkeit, irgendwie was Innovatives, was Disruptives, also die Verherrlichung des Brüchigen auf eine Art und Weise propagieren. Und das ist natürlich viel, viel stärker als kleine politisch orchestrierte Maßnahmen. Gibt es dann auch konkrete Maßnahmen für junge Menschen? Wenig. Also was es zum Beispiel gibt in Großbritannien, ist sowas wie die Nummer gegen Kummer. Das ist so etwas wie Orientierungswochen für Studenten, wenn sie neu in eine Stadt ziehen. Ich halte das für wahnsinnig oberflächlich. Ich halte es auch für zu oberflächlich zu sagen, Internet, Social Media, nur weil die Sinnlichkeitsebenen fehlen, dass da kein kein Vertrauensgefühl aufkommen kann. Ich glaube manchmal sogar im Gegenteil. Ich kenne das als homosexuelle Person, wenn man in seinen Jugendjahren sich schämt, die Eltern etwas zu fragen und in einem Forum vielleicht eine Resonanz findet, wo Leute ähnlich drauf sind wie man selbst. Da fühle ich mich da manchmal sogar familiärer oder aufgehobener als in der realen Welt. Und da habe ich das Gefühl, da darf man nicht unterschätzen oder da müssen wir uns vielleicht ganz konstruktiv damit auseinandersetzen, wie kann man Verbindlichkeit und Verbindung und Solidarität auch im digitalen Raum, den wir nicht mehr wegkriegen, neu installieren. Richtig, das würde mich nämlich interessieren. Also in der Schweiz nennt man das, was Sie gerade beschrieben haben, sowas wie Pflasterli-Politik. Also es ist nur oberflächliche Hilfe, so, aber man müsste eigentlich tiefer gehen. Und jetzt haben wir über Social Media gesprochen und worin das Problem eigentlich liegt. Aber man könnte ja auch sagen, Social Media, Sie haben es jetzt gerade gesagt, das bringt man nicht mehr weg. Also irgendwie müssen wir doch das dort mit einbeziehen in die Lösung, dass es irgendwie eine Verbindung trotzdem über Social Media geben könnte, nicht? Ja, eben. Und ich würde auch sagen, also, was wäre die Alternative? Also wenn wir jetzt Social Media wegnehmen würden, fühlen sich dann die Menschen ad hoc weniger einsam? Ich würde jetzt mal die Hypothese aufstellen, nein, weil die machen stattdessen irgendwas anderes alleine in ihrer Wohnung. Also ich glaube, wir müssen uns noch ganz viele andere Themen angucken, zum Beispiel das Gefühl von Scham, das da so mit einhergeht. Also ich schäme mich dafür, dass ich mich einsam fühle, und wie kann ich das zum Beispiel eher entstigmatisieren? Wie kann ich, und da finde ich eigentlich Digitalisierung großartig für, kollektive virtuelle digitale Räume schaffen dann. Genau, ja. Wo Menschen erstmal auch mal so vielleicht auch über die Hürde der Anonymität gehen können und mal sagen können, boah, ich fühle mich auch alleine und ich bin nicht
irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, über 80 oder so, sondern ich bin 25 und eigentlich würde man mir das gar nicht so zutrauen, weil ich überhaupt nicht wirke wie jemand, der per Klischee einsam wirkt. Ja, ist spannend, oder? Das hat man Ihnen wahrscheinlich auch nicht zugetraut, als Sie jetzt beschrieben haben, als Sie sich einsam gefühlt haben. Von außen hätte man nicht gedacht, dass die Diana Kinnert sich einsam fühlt eigentlich. Ne? Eben, das hätte man gar nicht gesehen. Das muss man formulieren aus etwas Subjektivem heraus. Zu den digitalen Welten, ich glaube, dass man wahnsinnig viel konstituieren kann und das ist uns gar nicht bewusst. Also alle sozialen Medien und Plattformen unterliegen beispielsweise der Logik der Viralität, was ja nichts anderes bedeutet, als dass Schlagzeile unter Schlagzeile steht, aber die Kommentare erstmal versteckt sind. So, das heißt, würde man eine soziale Plattform öffnen und da kommt die Schlagzeile und dann erstmal 3 Seiten das Gespräch darunter mit Bezugnahme aufeinander, dann ist das Gespräch im Vordergrund und nicht die Schlagzeile. Das heißt, das System der Viralität sorgt ja schon für ein Herausgehobensein, das man eigentlich ganz anders machen könnte. Bei TikTok zum Beispiel genauso dieses Infinite Scrolling, also das unendliche Scrollen. Man könnte auch sagen, für jeden neuen Content müsstest du einmal klicken. Dadurch hättest du schon mal eine Bewusstseinsschiene. Also genau diese Dinge, die man gar nicht so richtig hinterfragt, weil wir kennen es ja nur so, dass man die Schlagzeilen sieht oder dass man halt scrollt. Das kann man eigentlich auf eine Art und Weise brechen. Und am Ende des Tages ist es eine ganz große politische Aufgabe und ich finde auch der Souveränitätsanspruch von Politik zu formulieren, dass so wie wir öffentliche Straßen haben, braucht es jetzt nicht unbedingt staatsgesteuerte digitale Plattformen. Aber man muss zumindest offenlegen, dass die Algorithmen, die dort vorherrschen, nur einem dienen, nämlich den privaten Konzernen, dass wir möglichst lange draufbleiben. Und das ist genauso eingestellt, dass uns immer weiter zugestimmt wird und wir eben nicht zufällig auch auf Widerspruch treffen und sich dort ganz natürlich Menschenmassen finden können. Diese Blasen dann auch teilweise bilden in eine problematische Richtung, auch was Sie von Totalisierung und so weiter. Wir kennen das von Cambridge Analytica und den Brexit-Quasi-Bewerbungen. Also da gibt es einfach Kräfte, die davon profitieren, dass es Filterblasen gibt und Menschen separiert werden. Genau. Lassen Sie uns noch so ein bisschen, weil wir haben jetzt auch die Scham angesprochen und so weiter. Jetzt würde ich mich aber noch dafür interessieren, was eigentlich die positiven Aspekte auch dieses Alleinseins sind. Wir hatten sie zu Beginn so ein bisschen angedeutet, weil eben vielleicht dieser Mönch am Meer von Caspar David Friedrich, der ist ja vielleicht nicht einsam, sondern der fühlt sich ganz bei sich und zehrt auch daraus oder das tut ihm gut. Und Franz Kafka zum Beispiel, der hat auch in seinen Tagebüchern 1913 geschrieben, was ich geleistet habe, das ist nur ein Erfolg des Alleinseins. Also vielleicht legt das ja erst das Alleinsein eine Ressource frei, oder? Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, und ich würde das immer so ein bisschen abhängig vom Individuum auch einfach machen. Also wie verarbeite ich mich? Ne? Und es gibt Menschen, die auch dieses Alleine-Sein einfach deutlich mehr brauchen als andere. Ne? Also einfach auch ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Patientinnen in die Praxis kommen, ich würde nie sagen, okay, sie haben 5 soziale Kontakte, also sind sie jetzt ad hoc einsam, sondern ich würde fragen, okay, wie viele Menschen brauchen sie denn eigentlich und wie muss die Beziehung zu diesen Menschen denn aufgebaut sein? Und dann gibt es Menschen, oder kenne ich auch aus meinem privaten Umfeld, die sagen, ja, ich brauche davon gar nicht so viele und am Wochenende finde ich das auch mal total super, wenn ich so ganz alleine bin und dann werde ich irgendwie kreativ und dann mache ich Musik oder ich mache irgendwie mal ein Bild und das tut mir total gut so. Und deshalb, also ich glaube, dass es durchaus Menschen gibt, die darin für sich auch eine Ressource entwickeln können. Ne? Aber wie gesagt, ich würde es immer festmachen an dem individuellen Bedürfnis eines Menschen. Hannah Arendt hat ja vor Jahrzehnten schon von Einsamkeit als Einfallstor für Extremismus gesprochen und sieht das verwandt mit einer Form von Unbehaustheit. Und ich glaube, dass das Alleine-Sein ganz im Gegenteil erstmal dafür sorgt, dass man eine Behausung in sich findet. Darüber spricht sie aber ja genau auch. Also sie sagt ja, Alleinsein, eben jetzt, wenn wir diese Differenz aufmachen, ist so etwas wie die Grundvoraussetzung überhaupt fürs Denken, das mit sich sein können. Und genau deswegen halte ich diese Art von Alleine sein für so grundwichtig, weil ich weniger verführbar bin für die sehr verzweifelte soziale Kompensation. In dem Moment, wo ich mich irgendwie eingebunden fühle, falle ich nicht so leicht auf Populisten, Extremisten, Leute, die mir eine Donald-Trump-Kirche oder anderes versprechen, rein. So, dann laufe ich nicht schnell zu Rechtsextremisten, dann gehe ich nicht ins Gartenfest, weil irgendwie ich einfach mehrere Optionen habe. Und insofern ist das in sich Wohnen, sich das mit sich selbst auseinandersetzen, Positionierung in sich selbst zu finden, ein Garant dafür, dass ich in gesunde Gemeinschaft aufwachse und nicht eine Gemeinde suche als Kompensation. Ich finde das aber sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben, weil es gibt ja auch diese These vom Philosophen Odo Marquardt, der von der Einsamkeitsfähigkeit spricht, der sagt, die Malaise unserer Zeit, die ist nicht die Einsamkeit, sondern der Mangel an Einsamkeitsfähigkeit. Also die Menschen können das nicht mehr, sie können nicht mehr alleine sein.
Ich finde, dass Hannah Arendt darauf geantwortet hat. Und zwar insofern, dass sie ja eben sagt, auch wenn es um die Psychologie der Massen oder sowas geht. Sie hat nicht darauf geantwortet, sondern sie hat es vorbereitet. Sie hat es vorbereitet, aber die Frage eigentlich schon im Vorhinein beantwortet, finde ich zumindest, weil sie eben sagt, dass in dem Moment, in dem eine Person einsam oder unbehaust ist, dann wird sie zum Nachläufer, dann sucht sie verzweifelt. Und das ist die Gefährlichkeit, dass man dann eben das Alleinesein nicht aushalten kann und dann nach populistischen Gemeinden sucht. Und in dem Moment, in dem man sein Alleinesein, und das ist für mich vielmehr bei Marquardt eine Fähigkeit, alleine zu sein und sich kennenzulernen. Wenn das stattfindet, dann gibt es eben keine ungesunden Gemeinden mehr. Aber was würden Sie sagen, wie groß ist diese Fähigkeit in der Gesellschaft, aus der Praxis gesprochen jetzt? Also ich würde einfach einen ganz anderen Begriff noch mit reinnehmen, und zwar den Begriff der Selbstregulation. Weil die Frage ist ja, was tue ich, wenn ich alleine bin, und wie gehe ich mit Gefühlen, die mir nun mal als Menschen in meinem Alltag begegnen, auch um. Ne? Und das ist eben der Unterschied von jemandem, der sich dann schnell wieder sozial orientiert, und jemandem, der vielleicht auch alleine sich selbst mit den Dingen, die passieren, steuern kann. Also ich kann mich selbst beschäftigen oder ich kann meine Gedanken... vielleicht aushalten, könnte man sogar sagen. Genau, ne? Manchmal. Weil wenn ich alleine bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Gedanken denke und grübel, irgendwie höher. Ne? Aber was tue ich dann damit? Verarbeite ich mich? Kann ich mich auch mal funktional ablenken? Ich finde Ablenkung auch manchmal ganz wichtig. Ne? Kann ich vielleicht aus diesen Gedanken, die in meinem Kopf sind, irgendwie was Gutes steuern? Ne? Und das, würde ich sagen, ist nicht unbedingt eine Einsamkeitsfähigkeit, sondern eine Selbstregulationsfähigkeit. Und ich glaube, dass, also das ist ja auch in der Entwicklung von Menschen eben so, ganz kleine Menschen, Babys, kleine Kinder, die können sich nicht selber regulieren. Die machen das über uns. Ne? Also wir helfen denen, indem wir trösten, indem wir sagen, und das ist Angst und das ist Wut und schau mal, jetzt bist du fröhlich. Und als erwachsener Mensch kann ich das idealerweise ein bisschen selbst in den meisten Situationen. Dass ich sage, okay, ja, jetzt bin ich traurig und Mensch, und was mache ich denn dann? Ne? Und ich reguliere diese Traurigkeit alleine in mir, weil ich zum Beispiel dann weine oder vielleicht auch jemanden anrufe. Ne? Als bewusste Entscheidung dann dieses Alleinesein zu durchbrechen. Ja. Ich will das noch mal verstärken, dass ich nicht nur glaube, dass man im Alleinesein es aushalten lernen kann oder sich aushalten lernen kann, sondern ich kann nachvollziehen, wie man eine ganz andere neue Kraft in sich finden kann in einem Alleinesein. Ich habe das zum Beispiel in der Natur. Ich bin Angler, und in dem Moment, wenn ich ins Wasser steige und die Fließgeschwindigkeit bemerke und die Temperatur bemerke und die Zugvögel sehe und genau weiß, wo verstecken die sich und wo nicht, fühle ich mich so krass als Teil eines Ökosystems, dass ich all das, was ich bewundere und gar nicht nachvollziehen kann, weil es nach Logiken funktioniert, zu denen ich gar nicht mächtig bin, sie zu verstehen, das in mir finde. Also ich bin dann nicht der Mensch, der das Klima und die Umwelt schützen will, sondern ich bin dann Teil dieser ganzen Natur. Eine Form der Eingebundenheit. Und an der Eingebundenheit, und finde am Ende irgendwie eine ganz große Ebene, die nicht nur ein Gemeinsamsein mit anderen Menschen ist, sondern ein Eingebundensein in ein großes Ganzes letztlich. Auf eine Sinnfrage am Ende des Tages. So eine Demut und Sinnfrage, die finde ich beantwortet, indem ich sehe, ich bin Teil eines Ökosystems. Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube auch, es gibt Menschen, die das eigentlich ganz gut können. Das sind Menschen, die als Einsiedler oder Einsiedlerinnen leben, in der Schweiz gemäß dem Magazin Bref 7 bis 10. Und einer von ihnen haben unsere Kollegen von SRF Doc kürzlich besucht. Wir schauen kurz, wie es dieser Person geht. Über 3 Jahre lang saß er da und schwieg. Ich komme aus einer Welt, wo ich viel gemacht habe. Beruflich wie privat. Ein zufriedenes und ein erfülltes Leben. Ich habe alles gehabt. Was ich hier oben mache, das ist nichts. Es gibt eigentlich 3 verschiedene Orte, wo ein Einsiedlermönch leben kann. In der Wüste, oder in den Bergen, oder im Urwald. Ich habe etwa 15 Jahre lang gesucht. Ich habe 15 Jahre gebraucht, für diesen Ort hier zu finden.
Segen. Das ist ein riesiger Segen. Was ich hier oben mache, das ist meditieren, Schriften lesen. Meditieren, meditieren, Schriften lesen. Wir sind in unserer Welt immer auf der Suche nach einer Erfüllung. Vielleicht ein neues Auto, vielleicht mal eine schönere Ferien, vielleicht einmal ein Kleid, das einem besser gefällt, oder eine neue Mode. Und in der Meditation kannst du plötzlich die Freude oder die Erfüllung aus dir selber holen. Und dann fällt die ganze Idee weg, nach irgendwelchem haben oder wollen machen. Also man kommt in eine dermaßen tiefe Zufriedenheit hinein, dass es gar keinen Grund mehr gibt, etwas zu machen. Ja, das reiht sich natürlich ein in eine lange religiöse Tradition, dass sich aus der Welt zurückziehen, sich der Meditation oder dem Beten und so weiter zu widmen. Was können Sie sich diese Form der Glückseligkeit, muss man ja fast schon sagen, dass dieser Mensch beschrieben hat, erklären? Also ich könnte das, ja, doch durchaus. Also ich glaube, was der Mensch ja auch beschreibt, ist eben dieses sich entkoppeln von, wir würden ja sagen, externen Motivatoren. Ne? Also ich war vielleicht external motiviert dadurch, dass ich ein neues Auto möchte oder irgendwie einen neuen Job oder irgendwie höher steigen möchte, dass mich jemand lobt, dass ich von außen Wertschätzung bekomme. Und so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, ist es so ein, okay, ich gucke noch mal, was ist eigentlich intrinsisch bei mir verortet, was will ich wirklich? Und und dann ist vielleicht für diese Person das Ergebnis, ich möchte lesen, ich möchte in mir ruhen, ich möchte meditieren. Ne? Ich würde immer, wenn man mit Menschen in Kontakt kommt, immer tatsächlich auch fragen, ne, ist das überhaupt ein Ziel oder etwas, was für eine Person erstrebenswert ist. Ne? Also ich würde es nicht generalisiert sagen. Und wenn ein Mensch das tut, dann ist er am Ende auf jeden Fall glücklich. Das fände ich ein bisschen gefährlich. Aber ich glaube, dass es durchaus auch sein kann, dass man eben in diesem ich entziehe mich bewusst vielen Reizen, die mich eigentlich vorher gestresst haben, eine totale Zufriedenheit entwickeln kann. Also man kennt ja auch diese Tradition der Wüstenväter im Christentum vom 3. Jahrhundert, die sich eben in der Wüste zurückgezogen haben, haben dort gefastet, teilweise sogar auf Säulen. Was ich darin interessant finde ist, und deshalb gibt es ja eigentlich auch diesen Dokumentarfilm, das fasziniert die Leute immer. Das hat eine Anziehungskraft, wenn jemand dieses Vermögen hat, so alleine mit sich zu sein, sich selbst und dem Gebet oder der Meditation zu widmen. Und ich glaube, dass diese Form selbstgewählter Ausgeschlossenheit eine immer höhere Faszination bei den Menschen auslösen wird, weil dieses weltliche Treiben ja zunimmt. Und zwar auf so eine Form, dass in dem Moment, in dem ich hier sitze, vielleicht gerade 3 Gespräche bei WhatsApp bei mir stattfinden oder Leute was von mir nachlesen, was irgendwo im Internet steht und ich dadurch in meinem digitalen Avatar gerade ganz woanders lebendig bin. Also es passiert wahnsinnig viel. Und diese weltliche Art mit Konsum, mit Gefallsucht und so weiter, sich dem zu entziehen, ist, glaube ich, ein Grundbedürfnis bei dem, wie wild es gerade zugeht und immer wilder und schneller und unübersichtlicher wird. Ich glaube, man darf es trotzdem nicht verwechseln und deswegen kann ich es mir für mich nicht vorstellen. Aus dieser weltlichen Gefallsucht und dem Konsum möchte ich auch gerne aussteigen, aber es gibt etwas, was... Wie möchten Sie da aussteigen? Da kann ich mir vorstellen, das ein bisschen besser bei mir zu regulieren, damit ich nicht abgelenkt bin von Dingen, die mir nicht wichtig sind. Aber ich glaube, dass es ein soziales Miteinander gibt, auf das ich nicht verzichten möchte. Also ich möchte Verantwortung für jemanden nehmen. Ich möchte, dass Menschen mir zutrauen, dass ich für sie Sorge tragen kann. Ich möchte in der Liebe und in der Freundschaft zu Leuten stehen, indem ich die Welt durch deren Augen auch sehe und mich an einem gemeinsamen Erleben erfreuen kann. Und das sind Dinge, wo ich sage, das heißt nicht automatisch, sich aus Gesellschaft zurückzuziehen, aus den negativen Seiten, dass es die positiven nicht gibt. Ja, Sie sind ja selber auch Katholikin. Da ist die Gemeinde, ist die Kirche auch zentral. Sie tragen sogar Jesus hier auf dem Unterarm. Wie stehen Sie dazu? Naja, es ist für mich immer schwierig, so was Mystisches und Unsagbares wie den eigenen Glauben jetzt öffentlich irgendwie formulieren zu können. Das kann ich gar nicht so. Naja, aber in Bezug auf das Gemeinschaftsthema ist es ja doch relevant. Also es ist schon auch, es geht in beide Richtungen, so wie dieses ganze Thema. Ich finde einen totalen Trost, eine totale Demut, eine totale Eingebundenheit auch in mir selbst, vor allem in dem Alleinesein, vor allem in der Einkehr,
wo ich Inspiration, Erholung, Kontemplation, das alles auch in mir alleine finde, auch in einer Art Gebet, auch wenn ich es so wahrscheinlich gar nicht nennen würde. Und dann gibt es aber schon eine Gemeinschaft der Gläubigen um mich herum, die mir wichtig ist. Ich habe das zum Beispiel erlebt bei der Trauerfeier, bei der Beerdigung meiner Mutter, als die Messdiener in der Kirche auf einmal Leute aus der Nachbarschaft waren, mit denen ich zur Kommunion gegangen bin. Das hat mich ganz tief berührt, dass die Gemeinde am Ende dein Schiff ist und die auch für dich einstehen in genau so einer Situation, ohne dass ich hätte fragen müssen, weil wir ans Ähnliche oder ans Gleiche glauben. Und insofern ist das eine Gemeinschaft, die wichtig ist. Aber ich bin zum Beispiel auch von einem Fußballverein Ultra und da gibt es eine Fangemeinde, denen fühle ich mich auch sehr solidarisch verbunden. Ja. Von Odo Marquardt im selben Essay, wo er über diese Einsamkeitsfähigkeit schreibt, sagt er auch, Gott ist für den Religiösen der noch da ist, wenn niemand mehr da ist. Würden Sie es unterschreiben? Ja, ich sehe es zumindest nicht so figurativ, dass da keiner ist, mit dem ich sprechen kann und ich sage, ach, der liebe Gott, der sitzt gerade neben mir und da kann ich wenigstens mit dem sprechen, sondern ich finde es ja in mir selbst. In dem Moment, in dem ich meine Existenz bejahe, ne? in dem Moment, in dem ich meine Existenz bejahe, mir selber vertraue, mich selber mag, habe ich einen Ansprechpartner, weil ich es als System anerkennen kann. Das ist bestimmt etwas, das Sie auch aus der Praxis kennen, oder? In Bezug auf religiöse Menschen, die da vielleicht etwas resilienter sind. Total. Also ich würde auch unterschreiben, also ich glaube, es gibt so zwei Aspekte, die da wichtig sind. Nämlich einmal, indem ich zum Beispiel, und ich nehme jetzt auch einfach mal Gott als eine Figur, sowas wie eine Ansprache auch habe ich ja in mir eine Dualität, die ich aufbaue. Ne? Also ich spreche zu Gott oder ich bete zu Gott, wer auch immer, ne? Also wer auch immer das jetzt ist für mich persönlich. Aber dann habe ich ja was wie eigentlich eine eingegliederte Selbstregulation. Ne? Also ich kann mich darüber irgendwie vielleicht auch selbst beruhigen. Ich habe vielleicht auch ein Gefühl, was sich dann bei mir einstellt. Es ist vielleicht auch was Ritualisiertes. Ne? Also immer, wenn ich bete, dann fühle ich mich so und so oder ich kann mich irgendwie danach irgendwie entspannen. Und das Zweite ist aber, glaube ich, tatsächlich eher im äußeren Raum, also was ja auch Menschen berichten oder ich auch bei Patientinnen erlebe, die sagen, ja, und dann bin ich in der Kirchengemeinde und dann gibt es da irgendwie, auch wenn ich mich alleine fühle, dann gehe ich da aber sonntags irgendwie zum Singen und dann gibt es aber auch da immer das Frühstück und das mache ich irgendwie, seitdem ich ein Kind bin oder auch vielleicht auch später. Und es gibt immer irgendwie so eine Garantie auch für soziale Beziehungen. Aber das finde ich ganz spannend, was Sie jetzt gerade zum Schluss gesagt haben, insofern, dass ja institutionalisierte Religionen immer weiter zurückgehen, also immer weniger Mitglieder haben, die Kirchen. Könnte das vielleicht auch irgendwie mit dem Thema Einsamkeit oder Zunahme von Einsamkeit zusammenhängen? Also ich würde es jetzt nicht komplett nur daran knüpfen, aber ich glaube, dass da ein ganz großes Potenzial drin stecken würde, ne? Wenn sich zum Beispiel einfach Kirchen oder Kirchenverbände sich diesem Thema noch mal anders annehmen und vielleicht auch damit noch mal irgendwie, ich weiß nicht, Mitglieder werben oder irgendwie sagen, okay, wir bieten tatsächlich einen Raum, in dem auch Einsamkeit reduziert werden kann, durch dann eben, und das muss natürlich dann an die Menschen angepasst werden, Angebote, die vielleicht dann aber auch junge Menschen abholen, die Jugendliche noch mal anders abholen. Ne? Also ich denke immer so, gerade bei uns in der Jugend gab es dann immer, dass die immer im Sommer so Ferienfreizeiten hatten. Und das war natürlich großartig, wenn man jetzt vielleicht keine Familie hat, die mit einem in den Urlaub fährt oder man selber irgendwie nicht weiß, dann gibt es da so eine Infrastruktur, an die ich mich einfach dran heften kann. Lassen Sie uns zum Schluss, wir haben die letzten paar Minuten, vielleicht zunächst mal ein paar Tipps noch zusammenfassen, wenn jetzt Menschen uns zuhören, die sich selber einsam fühlen, vielleicht auch, was man eben aus dem Weltraum mitgeben kann, handfest, was man tun soll. Also was ich da total spannend finde, eben aus dem Weltall oder aus Testmissionen, ist, es gibt einfach diese Perspektive von, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich darum kümmern, dass sich Individuen, die isoliert sind, nicht einsam fühlen. Also die dafür sorgen, dass man irgendwie Kontakt zu anderen herstellt, dass man ganz oft fragt, wie geht es denn eigentlich und wie läuft es gerade? Und das, finde ich, kann man total auf den Alltag übertragen, dass wir uns viel mehr Fragen stellen. Gegenseitig. Gegenseitig Fragen stellen und auch, und das finde ich wirklich nochmal wichtig, dann auch die Antwort abwarten und auf diese Antwort des anderen reagieren. Aber wenn ich niemanden habe, der mich fragt? Dann ist natürlich die Frage, okay, wie kann so ein Raum auch gestaltet werden? Ne? Und dann können das natürlich Vereine, Verbände sein. Aber wenn ich das Gefühl habe, und das würde ich immer ganz doll ernst nehmen, jemand sagt, ja, aber auch wenn ich in einen Verein gehe, dann kann ich da irgendwie nicht. Ne? Ich glaube, das ist noch mal wichtiger, als zu schauen, warum entsteht bei mir so ein Gefühl von vielleicht auch einer existenziellen Einsamkeit. Schäme mich habe ich, wie wir auch vorhin gesehen haben, eigene Einstellungen mir gegenüber.
die verhindern, dass ich überhaupt in Beziehung zu einer anderen Person treten kann. Und ich finde es sehr valide, dass man sich dann auch einen geschützten Raum sucht, wo man mit jemandem das mal durcharbeitet, dass man erstmal einen Bezug zu sich selber bekommt, der anders ist. Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, was sind Ihre Wünsche in Bezug auf dieses Thema? Dass ich glaube, dass wichtig ist, Einsamkeit nicht nur als Thema der Psychotherapie, der Medizin, als einer mentalen Gesundheitskrise zu verstehen, sondern dass es sich übersetzen lässt in eine Kultur des Misstrauens, in eine Kultur des Separatismus, in eine Kultur, bei der wir uns digital nicht richtig begegnen, bei der Gemeinschaften kaputt gehen, bei der Infrastrukturen nicht mehr aktuell sind und dass das dafür sorgt, dass auch westliche Demokratien gerade niedergehen. Und ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass genau diese Kultur von Misstrauen, Entkontextualisierung, Boykotts, irgendwie nicht mehr miteinander reden, dass das wichtig ist. Und da muss man, glaube ich, im Kleinen anfangen. Deswegen gerne wieder zu Freundschaft und Hannah Arendt zurück. Dass irgendwie Freundschaft, irgendwie da fängt es an. Es fängt bei Beziehungen an. Wenn eine Familie es nicht mehr schafft, gemeinsam Abend zu essen, dann wird es schwierig, über das große Ganze zu sprechen. Also auch Banden schaffen und sich miteinander verbinden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Welche Erfahrungen habt ihr mit Einsamkeit gemacht? Teilt sie hier unten mit uns, wenn ihr mögt. Und hier drüben, da findet ihr eine Sendung mit dem Onkologen Wolfram Gößling, der mir aufgezeigt hat, dass die Hoffnung nie stirbt, auch nicht zuletzt.